liebe Zuschauer und Ihnen, ein herzliches Grüß euch gut und einen schönen Nachmittag. Heute eine weitere Folge VoixfestTV aus der Genussarena Wenisch in Straubing bei herrlichem Spätnachmittag wieder. Ich hocke gerade heraus mit mir meine diese wunderschöne Person da und mich. Und diese wunderschöne Person ist ein Straubinger, genau, den kennt ja jeder Straubinger, bin ich mir sicher. Also das ist, wenn man Tracht hört, Lederhosn hört, dann hört man auch seinen Namen. Mich freut es wirklich narrisch, dass du da bist. Peter Markgraf, Peter, grüß dich. Servus. Schön, dass ich da sein darf. Ja, natürlich. Mich freut es auch, dass du heute Zeit hast für mich. Es ist ja wirklich so, Lederhosen und Trachten, das ist deine Welt. Also dein Modehaus, Trachtenhaus Markgraf gibt es jetzt wie lange in Straubing? Gegründet wurde es 1830 und in 2 Jahren sind wir 190 Jahre alt. Sagst du dir? Genau. Ja, brutal. Ja, das werden wir mal überlegen, gell? So lange Tradition. Viele Generationen, immer derselbe Beruf immer weitergegangen. Und das ist schon schön. Das ist schon und du bist von Anfang an dabei, das heißt, du bist ja schon, genau. Ich bin gelernter Kirschner, Kirschnermeister. Und ja, da machst du halt, kennst du halt mit Leder aus und so hat sich das weiterentwickelt mit den Lederhosen und auch mit der gesamten Tracht. Ja, ich weiß ja das. Ich meine, ich habe von dir auch schon eine Lederhosen machen lassen und eine ist in Arbeit. Ja, kriegst du eine ganz schöne. Eine ganz schöne, ja wirklich. Und das ist schon geil, weil der macht das schon so, wie man das will. Und das freut mich echt narrisch. Aber was sagst du, hat sich eigentlich das jetzt alles ein bisschen geändert, so die letzten Jahre, die ganze Trachtenmode oder wie? Ja, schon, man sieht ja auch in den letzten Jahren, die Leute gehen nach der Tradition und das merken wir auch bei uns im Haus. Es wird auch viel wertiger gekauft als wie vor 10 Jahren. Zum Beispiel eine Lederhosen sollte aus Bayern kommen oder für mehr in Bayern gefertigt sein. Ja. Also das merke ich immer mehr auch bei den jungen Burschen. Ja, die Lederhosen, wo wertig gefertigt. Das hätte vor 10 Jahren kein Mensch gefragt. Aber wo ist die früher gefertigt worden? In Asien ein großer Teil. Also echt? Wäre da immer noch, oder 80% der Lederhosen sind aus Asien gekommen, oder Indien, Pakistan. Oh mei. Die armen Kinder, wo das nein. Ach, da fangen wir nicht nach. Nein, es ist aber umso schöner ist, dass ja das jetzt alles wieder, sagen wir mal, zurück zu den Wurzeln geht. Genau. Und, dass die Leute, ich sage mal, wieder eine Wertigkeit wollen und auch Geld dafür ausgeben wollen. Das stimmt, genau. Und das merkt man nicht bloß bei den Lederhosen, sondern bei den Dirndl. Es werden wieder die alten Stoffe wieder hergenommen, also nicht hergenommen, sondern die alten Muster hergenommen, wieder neu bei Webereien neu gemacht und auch alte Schnitte wieder verwendet. Und das ist das Schöne. Das wird ganz viel auffallen, dieses Jahr am Geibumfest. Man sieht ganz viel diese alten Style von den Lederhosen und von den Dirndl. Auch Lederhosen, richtig, nicht so, teilweise war das alles verschnörkelt und nochmal was, das ist richtig rührig jetzt. Also ruhige Farben und Stickereien, die an sich gar nicht mit der Lederhosen zu tun haben. Und das ist wieder schön, dass was auch wieder gemacht wird, handgestickt. Das kennen zwar immer weniger Näherinnen, aber das ist wird ganz viel nachgefragt. Ja, da merkt man auch wieder das Handwerk doch. Also das kann man nicht einfach mal schnell durch die Industrie wegsäbeln. Das geht nur wirklich, wenn das jemand gescheit macht. Leider werden die guten Handwerker halt immer weniger. Also wir merken das bei uns auch im Haus. Ja, die Näherinnen und Schneiderinnen, die sind schon rar. Und da haben wir einen großen Schatz bei uns. Ja, Gott sei Dank. Und deswegen glaube ich, holt sich das an, deswegen funktioniert das auch bei dir. Ich weiß nicht, kennst du, es gibt im Breirosel in der Wiesn, im Oktoberfest, gibt es jeden Tag so einen Homo-Day. Ich muss es deswegen sagen, weil mir hat das einer erzählt, der ist da dort in Bedienung, der hat gesagt, da gibt es Lederhosen, die haben vorn und hinten einen Latz. Hast du das schon mal gehört? Das habe ich noch nicht gesehen. Wenn jetzt aber, weil du machst ja selber Lederhosen, jetzt wenn einer kam und sagt, ich möchte so eine Lederhosen, darfst du das machen? Mein Mann tue ich alles. Ja, aber das ist schon strange, oder? Ich habe einmal einen Kunden gehabt, der ist aus der Umkleidekabine raus und der hat einen Deckel hinten gehabt. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, ich habe so verlachen müssen, wenn ich das gehört habe. Das ist wirklich hinten und vorne brutal. Der Kunde war aus Norddeutschland, der hat nicht gewusst, wie man Lederhosen anzieht. Sie hat einen Deckel, dann hat er mich gefragt, wie sollen die Knöpfe da hinten zumachen? Das ist ja total unpraktisch. Er hat gesagt, dreh es einmal um, dann tust du sie leichter. Aber wenn du sagst, Norddeutschland sowas, kommen dann zu dir auf, viel Nicht-Bayern, Nicht-Straubinger, wird das selber mehr? Wir haben ganz viele Kunden, also nicht ganz, so viel nicht wie in Bayern, aber ich habe viele Kunden, ich habe in Hamburg, wo wir jetzt, dieses Jahr haben wir einen Kunden gehabt, der hat 2 Hirsche nicht gekriegt.
in Köln, also wir sind gut verteilt, ja, immer wieder. Super. Peter, jeder Gast, der wo bei mir da war, dem stelle ich 5 Fragen. Okay. Aber 5 Fragen, da sind die Antworten quasi schon mal vorgegeben, sind immer 2 Auswahlmöglichkeiten. Ja. Und weißt du, der Trachtenkönig überhaupt bist, das bezieht sich alles ein bisschen auf Tracht. Eine Frage habe ich, die ist nicht so auf Tracht, aber mir darf es gefallen, wenn du einfach deine Meinung sagst, welcher Begriff besser zu dir passt. So, Peter, ich habe dir vorgewarnt, 5 Fragen. Erste Frage bei Frauen. Dirndl oder Lederhosn? Ja, das ist eine Frage. Ich hoffe, da gibt es jetzt die richtige Antwort. Beides. Ich mag beides gern, weil eine hübsche Frau mit schönen Figuren, schöne lange Beine, da ist eine Lederhosen was wunderbar schönes. Gib ich dir recht. Aber Dirndl hat schon was, das ist einfach noch ein bisschen weiblicher. Traditioneller und fraulicher ist schon Dirndl, ja, genau. Bei Männern, man sieht es ja immer öfters, vor allem bei den Politikern, ich sage aber, der Politiker hat immer so einen typischen Raiffeisen-Trachtenanzug. Raiffeisen-Packer. Raiffeisen-Packer, genau. Das ist meine Frage. Bei Männern, Trachtenanker mit Krawatten oder Hemd mit Leiberl? Also ich finde es ganz, ganz schön, Hemd mit Leiberl und Krawatten. Das schaut super schön aus. Ja, habe ich auch, aber ich habe mittlerweile einen Janker. Aber okay, aber ich glaube, mittlerweile ist das alles ein bisschen, es ist nicht mehr so gestarrt, sondern es ist alles ein bisschen fetzig. Und dann nimmst du meistens ein V-Westen her, so ein bisschen wie ich halt habe, und da Krawatten hin, das schaut schon super aus. Okay, dritte Frage, Knierstrümpf oder Läuferl? Knierstrümpfe, weil Läuferl für unsere Region, das ist nicht niederbayerisch, die Läuferl kommen aus Südtirol, kamen von Südtirol über Oberbayern ein bisschen zu uns, aber ist für unsere Region ganz untypisch. Aha, ja, ich meine, also wenn es wirklich kalt ist, trage ich gerne Knierstrümpfe, aber Läuferl schauen auch schon fetzig aus. Also schauen gut aus, aber wie gesagt, ich bin für Knierstrümpfe. Okay. Man muss schwitzen. Ja, ist eh klar. Zu den Accessoires, es gibt halt nur Sachen, was man dass man ein Messer dabei hat und so weiter. Aber was ist bei dir wichtiger, Gamsbad oder Charivari? Mein Gamsbad ist eher für mich das Bergland. Also Gamsbad in die Alpen. Ich mag gern Charivari. Charivari und ein schönes altes Trachtenmesser drin, da bist du perfekt mit Accessoires begleitet. Ja, das stimmt, das schaut schon gut aus. Und letzte Frage mal außerhalb von den Trachten sehen. Was ist da beim Essen lieber, ein Teller oder ein Holzbredel? Es kommt aufs Essen noch. Eine schöne Brotzeit auf einem Holzbredel oder kurz Essen im Porzellan drin. Ja, okay. Porzellanteller. Aber eine gescheite Brotzeit, vor allem am Volksfest. Mag ich auf einen Holzteller. Das ist schon geil, gell? Und was sagst du jetzt zu der Debatte mit den ganzen Messer, die ganze Sache ausgenommen, dass halt immer gewalttätiger wird oder was weiß ich. Ein Messer gehört doch zur Tracht dazu. Zur Lederhose. Und ich habe jetzt eine Aussage auch von einem Polizisten gehört, der gesagt hat, die Messer sind nicht verboten, wenn sie in Verbindung mit der Lederhosen sind. Aha, schon habe ich gehört. Und ich kenne aber auch ganz viele, die sagen, sie haben ein gescheites Messer, mit dem möchten sie das Brotzeit essen. Also finde ich absolut richtig. Super. Und jetzt gehe ich mit Peter mal ein bisschen durch die Leute durch und dann mal in der Genussarena die Leute ein bisschen bewerten. Entweder Scham, du hast keine Lederhosen oder Scham, du hast kein Dirndl oder du bist supergeil. Und das schauen wir uns jetzt mal. Jetzt drücken wir erst einmal an die Brust. Prost. Peter, ich habe zwei entdeckt. Eine ist supergeil und der andere, Scham, du hast keine Lederhosen. Das geht überhaupt nicht. Warum hast du keine Lederhosen noch? Ja, weil es in der Wäsche liegt. Der hat bloß eine Lederhosen. Wie viel muss ein Original Bayern normal Lederhosen besitzen? 7. Aber zu ihrem Dirndl, was sagst du jetzt noch? Wenn das was drinsteckt. Ja, das ist natürlich super. Von der Farbe her ist es so was irren oder? Ganz, ganz schön. Grün? Ja, grün. Also ich habe grünes ist an sich immer drin. Grün ist immer eine schöne Trachtenfarbe. Also das ist perfekt. Wunderbar. Dann schau du, dass du 2 Lederhosen bringst und dann viel Spaß noch, gell? Aber ich habe 6 Mal Supergeil gesehen. Dreh dich mal um. Schau da mal den Tisch an. Wahnsinn, das ist alle supergeil. Peter, was sagst du? Kommt kein Fehler, wunderschön so. Der Hirschleder hochgeschlossene Dirndl sind ganz entschlecht zur Zeit. Total. Dann einen langen Dirndl am Bluse. Ich klang da, sie kriegen supergeil aufkleber. Ich klang da so gern hin, gell? Aber schaut her, das hat sich für Dirndl ja gut, total. Und gleich haben wir das gelernt. Das haben wir richtig geil. Das ist wieder voll im Thema, gell? Ganz traditionell. Aber das ist ein Vorthema, ganz traditionell. Ein Hirscherne, ein Charivari, Vorthema und den Port.
sensationell. Besser geht's überhaupt nicht. Ich wünsche euch noch einen guten Appetit und bleibt so, gell? Gehen wir weiter. Und wieder zweimal Supergeil. Ich hab Trachten gesehen, gigantisch. Perfekt. Peter, schau dir mal diese Trachtenhosen an. Tigernseher? Ja, genau, original Tigernseher. Ja, schon ein paar Massen gesehen, hä? Ein paar Massen und ein paar Jahre. Denk mal, und hab ich schon angewischt, oder? Wie oft hast du das? Dicke bis zum Bier. Wie oft habt ihr Lederhosen noch? Wie oft habt ihr hier? Was auf Fest, oder? Einmal fest, 5 Mal. Füller Moos, 4 Mal Wiesen. Ja, 10 bis 15 Mal im Jahr. So mir ist es schon auf, gell? Hey, passt. Saugeil. Ihr kriegt jetzt von mir einen Supergeil Aufkleber, weil ihr so brutal geil ausschaut. Und ich bin so stolz drauf. Erst in dir. Hauptsächlich. Sehr viel Spaß noch. Geiberfest noch. Eine Person ist supergeil. Eine Schande, du hast kein Dirndl. Sag einmal, was soll denn das? Ihr schaut so gut aus und du hast kein Dirndl. Sag einmal. Aber du hast eine Bluse dabei, oder? Aber die Bluse ist ganz schön. Bluse ist schön. Also der Peter sagt, Blusen passen. Aber trotzdem, weiß man nicht, was du hast. Scham die Papperl. Oh! Der ist super geil. Stell dich mal hin, Ab geht's. Oh, mit Der schaut gut aus. Handgestickte Hosen. Charivari, Hirschlederne, wunderschönes Westerl. Ein bisschen ein Beicherl, aber das gehört zu einem gescheiten Westerl. Super geil ist er. Aber du, guck dir mal hin. Jetzt schau dir mal den geschlamperten Uhu an. Als jemand hängt dem für die Hosen aus, dann musst du ja Scham machen. Geht's in uns? Ja, trink lieber, ist tausendmal gescheiter. Ich sag, schön was und eine geile Bewertung, Peter. Ich danke dir. Gerne. Und wir sehen Sie bald wieder auf einer neuen Sendung VoixfestTV. Bis bald, für euch, aber dir geht.